I had lost my way when I called upon his name. Then he rescued me, now the song I sing. What a loving God is he. Out of his great love he picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of his great love I learned the meaning of salvation. Out of his Well, goedemorgen alle. Dit is een 13 juni, klopt 10 mars. John Peters hier met gedankens uit Gottes Woord für die nächsten 15 Minuten hier op 1250 KKZ AM Radio oder AM und on Internet www.kikzksem.com. Check dat wel wieder und load het aan op YouTube. meaning of salvation. Out of his great love, out of his great love he picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of his great love I've learned the meaning of salvation. Out of his great love. Okay, så dat vijfmaal hadden we in Apostelgeschichte kapitel 11, wo Petrus moest zichzelf erklären. Hij was het in trouble nagekomen, wegen hij in een Heiden negestopt met 6 andere Juden. En dus hij de Heiden van Jezus verteld had, wie de heel Jezus op de Heiden opgekomen, krachtsysteem ook op de Juden weer opgekomen. Nu wie hij in trouble, nu heeft dat een Kirchenrot oder Geschwisterkirch oder zoals wie die nog maar reden, te donderdag gekregen. En hij ziet wat wichtig, hij ziet wat krachtvoller, hij ziet, wanneer God de Heiden den Heilsplan ook aangeboden heeft, en de Heer Jezus op hen opgevallen als Christus op ons, wer sie ook toen God im Stich stond. En dat heeft mij op verten zeer geholpen, de vars. Jemand vroeg me mal, als wie in de kerk leiden deed, wat een ziel wir für de kerk. Wo will wir de kerk haben? Ik zei, ik heb als een ziel, nicht God im Stich stond. Alleen met God taubschaffen. En dat is wat Petrus hier erwart. En dan, als diese Menschen dort hier, diese Geschwister in der Gemeinde, fangen sie sich an zu freuen und sehen, Gott hat es. Den Heilsplan, Gott hat die Erlösung, Gott hat das Evangelium für die Heiden auch gemerkt. Das für die auch kriegt so übel für uns. Sie müssen noch was lernen. Wir reden von last, von Gott, wenn ein Mensch sich bekehrt, dann macht Gott den 90% Aufwand und 10% Aufwand, frisches Lehren. Wir kommen mit so viel Gedanken, so viel religiöses, so viel echtes in uns Glauben an. Das fährt macht Gott uns viel Aufwand und uns Dinge lehren. Nu von der sind wir in Apostelgeschichte 12 und hier in Apostelgeschichte 12 passieren 3 Dinge. Nummer 1 ist die Verfolgung, was kommt mir sehr dicht bei. Von der Regierung, von was nu wird alle von den Kirchenleiter zu der Zeit, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die alle Gemeinde zu sein, was nicht Jesus angenommen hat und haben Jesus einfach angebracht. Von den Pfingstentag, was nu Apostelgeschichte 12, wird alle eine Verfolgung von der Gruppe, aber nu fängt die Regierung an zu verfolgen. Das ist die König Agrippa namen wir an. Und so wir haben hier eine Geschichte von Verfolgung. Wir haben hier ein großes Wunder, was in Apostelgeschichte 12 passiert. Und wir haben Gott seine Rache gegen die, was die Kirche verfolgen wird. So wir haben anfangen. Das sagt, da fängt hier, dass die König Herodes, und wir machen die erste Frage, wann Herodes wieder? Das wir nicht da, was Bethlehem hat die 2-jährige Kinder anbringen. Das wir die Größe sehen von den Herodes. Die drohen alle den Namen Herodes, das hat einen Weg, dass wir ein politisches Ding. Rom hat diesen hier neigestellt in das Land Judäa, die Juden regieren, und so haben wir einen Freund von Rom, und haben wir die Regierung zu dieser Zeit. Und das wir die Größe sehen von den Herodes, was du hat die 2-jährige Babys anbringen zu der Weihnachtszeit. Der andere Herodes, was Johannes Leute in den Kopf aufmerken, dass wir den sehen, und das erst dann nicht den sehen, oder vielleicht
dann würden sagen, vielleicht in sein Bruder was, das wir unbedingt groß sehen von den ersten Herodes. Und die fängt an, die Kirche zu verfolgen. Und er nimmt Jakobus Faus, das sagt der Bruder von Johannes, und das sagt bloß in seiner Karte falsch, er brach ihm an, er nicht am Tod mit das Schwert. Und dann, je verjährt ihm die Laufgemäß. Wach mal. So hastig, so ein kleiner Karte falsch, und ist einer von den Aposteln angebracht worden? Jo. Die Verfolgung hat nicht angefangen von der Regierung. Und so wenn Jakobus wird, weil wir weit nehmen, dass wenn Jesus versucht alle wohl mit einer kleinen Gruppe sein, nur ein Freund von den Aposteln, dann wir Petrus, Jakobus und Johannes. Petrus, Jakobus und Johannes. Dit wie der Jakobus, dit wie der Bruder von Johannes. En de meeste blijven er wat ouder was zijn als Johannes, wegen de schrift heeft sie nun aan de eerst, Petrus, Jakobus en Johannes. En zo, nu als deze omgebracht worden en wordt van erschrocken worden niet gewassen zijn te die gemeente, wenn dit wie eine von den 12 Aposteln, die wir 3 Jahre mit Jesus gewassen, die wir krank so gefällt mit dem Helden Jesus sei. Nu so hastig als die war, so, dit, en wanneer ik das Reich studieren darf, het leidt kunnen zijn bijna 10 jaar was van de Pfingsten tijd. Wegen Paulus redt nur davon, dass wir so wie 9 Jahre verloren haben von Gott lehren. Fragt es erst von reden, dass alle auf waren, dass nie auf waren. Und so nu als Paulus und Barnabas sind hier in Jerusalem, haben die Jerusalemische Kirche Geld gebracht, wegen der wir in der Hungersnot. Nicht passiert das. So bijna 10 Jahre. Dann worden sie sich gefragt haben, warum Gott? Warum diesen Jakobus wat met Utopia hier op Erden? Wo schafft Gott? Oder was laat Gott alle toe? Well, Jesus hat ihn gewarnt, für das letzte Mal. Er hat einfach den gesagt, dass mir haben sie gehasst, und die wollen sie noch alle hassen, wenn die meine sind. Mir haben sie verfolgt, die werden Verfolgung leiden, sogar die wollen ihn anbringen. So Jesus hat es nicht für lernen oder verführt, dass wir einfach, das Jesus gesagt hat, oder wird passieren. Das Jakobus seine Arbeit wenn ich fertig auf Erden. Wir haben seine eigene Belohnung, er wird treu bleiben, er wird treu zu Jesus und er ist nicht weich. Der Gott uns immer beschützen von Verfolgung und von den Tod? Nee, er das nicht. Er hat uns einfach gewarnt, dass was passiert. Manche Deutsche passiert Ferien, wenn sich wer bekehrt hat, das Wort Evangelium, dann kriegt die große Verfolgung. Von wem? Da alle von den Geschwistern. Und wir haben Ferien nicht mehr mit den Tauben haben. Und grinsen die nicht, damen die nicht. Das kann alles passieren. Jesus sagt, das wird warnen. Jesus sagt, die größten Feinde würden in den Haus sein, sagt er. Aber wir werden nicht abgeben, wenn Gott ist treu, Gott ist dann auch Gott, und Gott sein Plan wie hier fertig. Wir wollen nicht einmal leben auf dieser Erde, Letzte von uns sterben von Krankheiten, andere sterben von das Allah, und andere sterben für uns Glauben. Das wird hier passiert. Und ich sage, was ist Herodes an, dass die Juden, was die Jungen das gemeint wird, die religiösen Juden, die Pharisäer und so weiter, die gefällt es, was er tun hat. Er hat Points gekriegt als Präsident, nicht? Als ein König. Und ich denke, dass er nu hat der Petrus auch festnehmen. Er stoppt den Petrus an. Und das sage ich, 4 Squaden von Soldaten posten in diesen Petrus ab. Weißt du, wie viel das ist? Das sind 16 Soldaten. Die sind verantwortlich für diesen Petrus. Und dann lege ich noch, was das sagt, dass er nun mal Faus zu der Passazeit, das Abendmahlzeit. Und dann will er erst das Abendmahl vorbeigehen, und dann will er Petrus fahren hier, so wie wir auf Englisch sagen, to court, und dann soll den zum Urteil der Tod gesprochen werden. Und so, ich lege, was das eine falsche Sache. Das sagt, dass er wie im Gefängnis, aber das sagt in Vers 5, über die Gemeinde bet zu Gott verarmt, das sei wichtig, die Gemeinde bet. Und dann sagt er in Vers 8, und das sei was trostvolles, das sei was wichtig, dat de nach ferdig kort, de nach ferdig hier, sagt er durch Petrus schleipt. Wo kann ein Mensch schlupen, wenn der die nächsten Tage so kort haben und kann sein Leben kosten? Das ist der tiefe Friede, was bloß Gott geben kann, meine Freunde. Ich bin auf dem reichen Weg, ich lebe für Jesus. Wenn sie mich anbringen, habe ich gewonnen. Wenn ich leben bleibe, habe ich auch gewonnen. In Christi gewinnt immer. Das ist, was Paulus hat gesagt. Er sagt, hier bleiben jetzt schein, wo wir Jesus sind, wo noch scheiner gehen, muss Gott ihn Willen passieren. Und dann sagt er, das ist ein Schleif, auf einmal Buchstaben wäre, und hier ist der Engel von Gott. Er löst da das Licht, und seine Ketten fallen los, das heute Maße der Butter. Und dann sagt der Engel, fragt die an, und
ze fangen aan te gaan. De deuren van het Gefaengnis gaan alle op. Dat zegt de Petrus, denkt ze, dit is een droom, maar dit is een visioen. Hoe kon dit alle passeren, nee? En op eenmaal de laatste poort gaat op. En dan gaan ze een paar blik. Op eenmaal is de engel weg. En dan wacht Petrus zo te zeggen op. Nu weet ik dat God heeft mij geraad met zijn engel. En hij beter laten je meint het weten. So hij gaat naar een huis waar je meint ook weer te beden. Dat zegt dat je Marcus in huis. Marcus met zijn mama, weer met Maria. En hij put dat aan. En hij komt in de knaag mee al. Ik zeg hem even noem, Rhoda, komt met daar. Eindelijk een, hier is Petrus voor daar. En dus weer ook gekomen te beden voor Petrus. En ze trainen zegt er alle nou, zijn ze. Dat wordt toch een zijn gas zijn. Die best doorgaan. Die weet gleich van wat er is. Het is interessant, we filmen wie voor het beden, maar het blijven er zelfs niet aan. We hebben die wegen beden. En because de ene zegt te Jezus, ik geloof, we behouden mijn ongeloof. So we hebben die wegen beden. En dan, wer weet wat God wordt beantwoorden. Hier hat God klar beantwoord, vielleicht beter als ze gedacht hadden. Die geloven ze dat meest niet meer. Maar hij blijft in antwoorden. En worden zeggen, dit is Petrus, hij is vrij. En dan zussen wij ze man, hij gaat aan een andere stad. En Herodes wat aan, deze 16 soldaten zijn in Gefangenen los. Wist es Peter. En hij laat die 16 soldaten alle aanbrengen. Dat Römische Staat is zeer streng. Wenn die een soldaat is en die in Gefangenen komt voort, dat we dan die leven kosten. Wie entsteht, dat ze Petrus je aanbrengen, brengen ze leider 16 soldaten aan. En Petrus is je dan een versterk. Dus Herodes jetzt wieder, dat zijn Chinese-handel. Hij heeft een de eerste dag dat je Trump met Iran probeert een handel te maken. Dus Herodes heeft ook een handel met de mensen van Tyr en Sidon. En hij voert aan, hij maakt vrede met hen. En dan vangt hij aan te reden. Hij heeft zijn dieren rok aan en al zijn gouden keten en alles. En hij redt met zijn maag en zijn geweld dat die mensen leven heißen God. En dan zegt hij door, dat als ze dat zien, kan de engel van God en sloeg aan met warm. En hij starf ook. So God wil zijn heerlijkheid, zijn eer, niet metdelen met mensen, sondern met mensen wat niet meer wordt van aan bel. Nee? Dus Herodes had geen de kerk geschaft en hij had zichzelf opgehoven als God. En bijna 5 jaar zijn de historiker wie hij dood. En de andere wat ervan schreven, dus Josephus van de Juden, zegt dat hij had 5 schändliche deel van lijden. En irgendwo weer in zijn dorp naar je komt, de schrijf reed van warm. De vreit nam van ben. En de storf. En dit weer Gottes rache. Jeng einer wat jeng zijn kerk gewoon weer. So mijn vriend, God zijn rache kept. En Offenbarung habe ich eine Farce von William Martyra. Die wordt voor Jezus gestorben zijn. Dat zegt hij bloot dat schrik te God voor rache. Voor een toeldag. En dan zegt God te de Martyra, wacht bloß de dag die komt. Deze mensen worden nog een rekenschap geven voor dat wat ze te zijn Kinder gedaan haben, zijn gemeint. God heeft een groot hart voor zijn kinderen, voor zijn bruid, zijn gemeente. En wie jeng de jet en de vervolging der, die de aanbrengt, die wordt God een dag straffen man. Voor dus Herodes passiert het meest voets. Voor de nächsten wordt het passeren aan jan en dag, wanneer je stuk terecht komt. Weet je dat bussen? Een mens kan bussen doen. Alle man kan bussen doen en zich Jezus draaien, en Jezus ween, en dan der Leisung krijgen. Dat is wat wondervol God is en wat hij schaffen heeft. So we gaan hier zijn. De vervolging in de kerk van de regering. Die hebben het gezien en gehoord van dat wunder Gottes, wat God gedaan om Petrus nog länger leven houden. En dan hebben we gezien de rache Gottes, jeng einer wat jeng de kerk ging. We worden maar nächstes Mal in Apostelgeschichte 13 en dan gaan we wieder de geschichte van de christen in Antioch, dat het niet alle weg van het jüdische Christentum. En je hebt niet $3 nu dat we dat bij de heiden uitvangen hebben. De niet en die, mijn vriend. Balvestig, kan je het zeggen.